Dornheim, ein kleines Dorf in Thüringen, mit einer kleinen hübschen Kirche. Der Kirche, in der einst einer der berühmtesten Musiker Europas zum Traualtar schritt. Also am 17. Oktober 1707 hat Johann Sebastian Bach in dieser Kirche seine erste Frau geheiratet. Die Kirche ist ein Kleinod mit internationaler Anziehungskraft. Ihr Freundeskreis zählt 190 Mitglieder aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, der USA und Japan. Wir sind ganz glücklich, dass wir nicht nur die Bank haben, auf der Bach gekniet hat, sondern vor allen Dingen der Trauungsaltar. Kein Wunder, dass noch immer Paare kommen, um sich hier trauen zu lassen. Dabei hätte es die Kirche beinahe nicht mehr gegeben. In der DDR fehlte das Geld, sie zu erhalten, vielleicht auch das Interesse der Staatsmacht. Der Baukörper zerfiel. 1985 hat man diese Kirche gesperrt, weil das Dach hier eingebrochen war. Es hat hier reingeregnet und reingeschneit. Es war kaum noch Putz an den Wänden. Bänke waren nicht mehr da, die waren alle wurmstichig und total verfault. Die Luftfeuchtigkeit war fast ständig über 90% und die Folge davon Schimmel und Fäulnis. Denen sich die Gemeinde aber nicht geschlagen geben wollte. Gemeinsam mit Bachfreunden und Handwerkern der Region begann sie 1996 den Wiederaufbau, unterstützt auch von 3MAT. Es hat auf alle Fälle bewirkt, dass die Luftfeuchtigkeit enorm zurückgegangen ist. Nicht nur der Raumluft, sondern auch der Wände. Sie werden ja laufend überprüft, die Feuchtigkeit wird festgestellt. Und wir waren ganz erstaunt, wie dies gewirkt hat, weil wir alle möglichen Sachen schon ausprobiert haben. Wir haben hier Bohrungen reingemacht, wir haben Injektionen in der Wand gemacht, wir haben laufend den Putz erneuert. Und es war ja damals auch so schlimm, da lief sogar das Wasser in Rinnsalen der Wände runter. Es hat alles uns nichts gebracht. Das ist das Einzige, was uns echt geholfen hat. Und das merken wir auch, und das sagen auch immer wieder die Besucher, die in diese Kirche kommen, dass die Luft enorm besser geworden ist. Die Traukirche Johann Sebastian Bachs konnte gerettet werden. Dank des Freundeskreises, der hier nach Feierabend und an den Wochenenden unzählige Arbeitsansätze leistete. Dank der vielen Spenden von Bachfreunden aus aller Welt und dank 3MAT.